Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute geht es mal wieder so ein bisschen über den Abenteuerrucksack, das Abenteuertaschel, den Bug-Out-Bag. Ich bin da nämlich über was gestolpert, was für mich völlig selbstverständlich war und ich es deswegen noch nie angeschnitten habe. Aber ein aufmerksamer Zuschauer hat mich darauf hingewiesen und hat gesagt, hey, was ist denn das, was da noch drinnen war? Also das Video zu diesem Taschel, zu meinem Bug-Out-Täschchen oder Abenteuertäschchen, das gibt es hier oben. Das ist so alles optimiert und minimiert, was ich brauche, wenn ich praktisch weg muss oder weg will oder irgendwie was entdecke, was ich relativ cool finde und dann da einfach sage, da bleibe ich ein paar Tage. Mit dem, was hier drinnen ist, würde ich sagen, schaffe ich locker 14 Tage und zwar nicht ungemütliche 14 Tage. Und wenn es sein muss, habe ich eigentlich alles drinnen, was ich so brauche, um theoretisch für immer wegzubleiben. Ja, außer Dokumente natürlich. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Video. Die Tasche ist da oben verlinkt. Schaut es euch an, dann habt ihr so einen Anschluss auch zu dem Video. Und heute geht es speziell um zwei Sachen, die diesem aufmerksamen Beobachter aufgefallen sind, die ich nicht näher auseinandergenommen habe, weil ich gedacht habe, das kennt jeder und das ist selbstverständlich. Bevor wir zum Hauptteil kommen, Phasenprüfer. Da hast du völlig recht gehabt, mein Freund. Das ist tatsächlich ein Phasenprüfer, den ich da drinnen habe. Und zwar aus dem Grund, egal wo ihr untertaucht, egal was passiert, und es wird ja nicht Zombieland-Apokalypse-mäßig irgendwie was passieren, sondern wenn ihr weg wollt, wenn ihr weg müsst, wenn ihr ein kleines Abenteuer oder einen kleinen Lost Place findet, ist es nicht schlecht, wenn man weiß, ob auf verschiedenen Dingen Strom drauf ist. Ja. Nur ganz am Rande, Phasenprüfer gehört da natürlich auch mit rein. Heute geht es um den Twin-Key von Knipex. Nicht den Twinkie, also nicht das, was der Tallahassee in Zombieland die ganze Zeit gesucht hat, sondern den Twin-Key. Twin, Doppel-Key, Schlüssel. Das heißt deswegen so, weil man den hier so auseinandernehmen kann. Der ist mit dem Magnet verschlossen und dann hat man zwei multifunktionale Schlüssel. Und wie gesagt, ich dachte, das kennt jeder von euch, aber anscheinend kennen das die wenigsten, weil sie vielleicht nicht in der Baubranche oder in der Architektenbranche, bei der Feuerwehr oder sonst bei irgendeinem Sicherheitsdienst oder bei der Polizei oder bei irgendeiner Behörde mal waren. Dieses Teil hat viele Namen. Behördenschlüssel, Universalschlüssel, Neubautenschlüssel, Bauschlüssel, Architektenschlüssel, Infrastrukturschlüssel und so weiter. Unter dem allen findet ihr sowas oder sowas ähnliches, aber dieses hier, meiner Meinung nach das Original, ist das Beste, weil da einfach alles dran ist, was man braucht und es ist jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, schwer zu beschaffen und es kostet auch kein Vermögen. Ich verlinke euch das unten, denke ich mal, wenn ich es finde. Hier liegt noch überall Schnee, sehe ich gerade. Also, verlinkt unten, könnt ihr dann reinschauen, könnt ihr dann kaufen. Sollte in jedem Bug-Out-Bag, Abenteurer-Bag drinnen sein, weil dieses Teil hier euch alles öffnet. Vom Mülleimer zu Schaltschränken, zu allen möglichen Zugangssystemen und so weiter und so weiter. Um das näher zu beschreiben, hole ich euch jetzt näher her. Dann stellen wir die Kamera daher und dann gehe ich mit euch die einzelnen Funktionen durch. Weil dieses Teil ist meiner Meinung nach in einer Krisensituation absolut unentbehrlich. Ja. Dann fangen wir mal an mit dem Spaß hier. Also, der Twin Key, der Knipex Twin Key. Der Universalschlüssel, der vielseitige, der hauptsächlich im Einsatz in der Gebäudetechnik, in Schaltschrank, Anlagenbau, in der Wartung und so weiter ist. Und jetzt zeige ich euch mal so ein paar typische Anwendungsbeispiele, wie das funktioniert. Also das Wichtigste erst einmal ist, der ist hier mit so einem kleinen Stahlseil verbunden. Das ist beschichtet, damit man sich da keinen Spreißel oder Schiefer einzieht. Und an diesem Stahlseil ist hier noch so ein kleiner Bit mit einem Kreuzschlitz und mit einem Schlitzschraubenzieher. Das kann man hier aufschrauben, da kann man natürlich dann noch mehrere Sachen dann dranhängen und kann das Ganze hier noch so ein bisschen ergänzen, wobei das eh schon ziemlich komplett ist. So, das sind praktisch
die 4 Teile, aus denen er besteht. Jetzt fangen wir mal so im schnellen Durchgang mit dieser ganzen Geschichte an. Für was ist er? Schaltschränke. Zugang zu elektronischen Schaltschränken und Verteilerkästen natürlich. Steueranlagen, damit kann man alles Mögliche öffnen und natürlich auch schließen, was mit irgendwelchen Steuerungskästengehäusen zu tun hat. Dann technische Versorgungssysteme, Zugang zu Lüftungen, Heizungen, Klimaanlagen und so weiter. Dann heißt er ja auch Infrastrukturschlüssel, das heißt öffentliche Einrichtungen, Zugang zu Schranken, Absperrpfosten, technischen Servicekästen, Telekommunikation, Straßenbeleuchtung oder je nachdem, in welchem Bundesland ihr unterwegs seid, Ampelanlagen, Zugang zu Technikgehäusen und Verkehrsampeln. Ja, das ist wirklich ein richtiger Multischlüssel. Da sind wir noch lange nicht am Ende. In Industrie und Handwerk, Maschinenbau, Öffnung von Wartungsklappen und technischen Verschlüssen an Maschinen, verschiedene Parkhausanlagen, verschiedene Schranken von Parkhäusern, Mülleimerverschlüsse, Parkbänke, die man hoch und runter klappen kann. Ihr kennt es sicher, dass man die am Abend hochklappt, damit da die Heimatlosen nicht drinnen übernachten können, damit sie sich da nicht bequem drauflegen können. Die kann man mit solchen Sachen hier wieder runterklappen. Dann geht's weiter. Versorgungseinrichtungen, Wasserversorgung, Zugang zu Hydranten, da sind Hydrantenschlüssel dabei. Oder Versorgungsventile. Es ist immer das gleiche Teil hier. Gas, Stromversorgung, Öffnen von technischen Gehäusen oder Abdeckungen in aller Art. Zugangsregelungen. Dann im Architekturbereich natürlich, wenn die ganzen Türen und Fenster noch keine Griffe haben, dann hat man hier verschiedene Möglichkeiten, Fenster und Türen mit diesem Schlüssel ohne Griff zu öffnen. Dann ist er auch in extrem vielen Bereichen des öffentlichen Nahverkehrs im Einsatz. Sprich, Schranken habe ich ja schon gesagt, aber auch die ganzen Bahnanlagen, die ganzen Umschaltkästen und so weiter und so weiter. Das heißt, dieser Twin-Key kombiniert über 10, 20 verschiedene Schlüsselprofile und ist extrem universell einsetzbar. Jeder Wasserhahn, der keinen Hahn im Sinne von Drehmechanismus hat, kann man mit diesem Teil hier aufmachen. Es ist natürlich kompakt und leicht, das habe ich ja schon gesagt. Zack, hier mit dem Magneten sitzt er immer zusammen. Dann packt man noch hier dieses Seil dazu. Hat diese Möglichkeit hier, lass mich mal schauen, wo es ist hier. Genau, da ist so ein Bit-Einsatz. Da kann man den Bit einsetzen und kann man mit dem hier dann auch alles Mögliche, was mit Bit-Technik funktioniert, hernehmen. Das heißt nicht nur diese 2, sondern jeder Bit passt hier rein. Und dadurch, dass ich den natürlich hier so wie ein Kreuz greifen kann, ist es natürlich auch von der Kraftaufwendung her sehr einfach, da auch recht schwierige, große oder verklemmte Türen damit zu öffnen. Ich würde mich für diesen hier entscheiden. Es gibt natürlich immer mehrere. Es gibt welche, die haben so einen Klappmechanismus hier drinnen, sind aus Plastik. Aber dieser hier, ist es einfach die durchdachteste Version von allen. Das hier zum Beispiel, das ist ein alter Ventil- und Heizungswartungsschlüssel, genauso wie die Seite hier. Das passt genau auf eure Heizung zum Entlüften, damit könnt ihr Heizkörper entlüften. Und vieles, vieles mehr natürlich noch. Geht halt hier los, Vierkantschlüssel, Größe 5, Größe 6, Größe 8. Dann hier der Vierkant, also der Außenvierkant. Hier sind die Innenvierkant. Geht's los, hier ist der kleinste. Das ist 6 bis 7, das heißt, er deckt immer 2 ab. Das hier ist praktisch der 8 bis 9. Und das hier, das ist der 10 bis 11. Das sind halt die Innenvierkantschlüssel. Steuerungsanlagen, Heizungsanlagen, Lüftungsklappen, Schaltschränke, Absperrpfosten, Aufzuganlagen, habe ich auch noch nicht gesagt, glaube ich, Versorgungskästen und so weiter. Dann gibt's den Dreikantschlüssel. Das ist der hier. Wo haben wir denn da? Das ist der größte. Wo ist der kleinste? Hier ist der kleinste. So, der kleinste geht hier los. Der kleinste muss hier irgendwo sein. Da ist der kleinste. 7 bis 8. Auch wieder eine Zwischengröße, dass beides funktioniert. Und es funktioniert perfekt. Also es funktioniert absolut reibungslos, funktioniert das hier mit diesem Ding. 7 bis 8. Dann haben wir hier, das ist der nächstgrößere hier, 9 bis 10. Und dann haben wir hier 11 bis 12. Dreikantschlüssel. Dreikantschlüssel ist natürlich Verkehrsampelanlagen, Schaltschränke, Maschinengehäuse,
Absperrpfosten, Strom- und Gasversorgungskästen und natürlich Bahntechnik und Infrastruktur. Dann gibt es den Doppelschlitzprofilschlüssel. Das ist der hier. Der ist auch wieder 3 und 5. Das heißt, ihr könnt den auch wieder für 2 verschiedene Schaltschrankkästen benutzen. Der ist häufig im Bereich Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen und natürlich in der Telekommunikation ist der weit verbreitet. Was ich natürlich auch immer dazu sage, das ist natürlich nur für den Anwender, der sich in diesen Bereichen auch bewegen darf. Also ich möchte jetzt da niemanden zu irgendwas anstiften, sondern ich erkläre hier diesen Schlüssel für die ganzen Behörden und Arbeiter auf dem Bau, bei der Feuerwehr und so weiter, dass ihr wisst, was ihr mit diesem Schlüssel, der euch da praktisch zugetragen wird, so alles machen könnt. Gut, der kleine Halbmondschlüssel, das habe ich euch ja schon gesagt, der öffnet halt alte Versorgungs- und Steuerkästen und ist halt hauptsächlich in Industrie- und Heizungstechnik und so weiter verbreitet. So, Steckschlüssel für Wasserventile gibt es natürlich dann in jeder Größe. Es überschneidet sich jetzt mit den anderen Funktionen, was überall ein Wasserventil ist. Das ist auf jeden Fall ein Heizungsventil. Damit könnt ihr eure Heizung entlüften. Und dann haben wir natürlich noch den Außenvierkant. Also praktisch das Gegenstück ist natürlich dann der Innenvierkant. Den habt ihr in 10, 9, 8, 7, 6. Das heißt, je nachdem, wie groß das Teil ist, schiebt man den halt so rein, bis er passend ist. Und dann hat man hier auch 5 verschiedene Größen an diesem einen Schlüssel. Also die Möglichkeiten sind unendlich. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte noch vergessen, dass wenn jetzt irgendwie ein Profi da draußen ist, der sagt, ich arbeite bei was auch immer, dann sagt er, der Schlüssel hier, der macht auch alle möglichen Aufzugsanlagen oder sonst irgendwas auf. Ja, eine kleine Zusammenfassung noch. Also Elektrik, Schaltschränke, Steueranlagen, Wasser, Gas, Hydranten, Versorgungsventile. In der Infrastruktur, Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen, Bahntechnik. Was mir da jetzt noch einfällt, ihr kennt ja diese Klappmülleimer. Diese Klappmülleimer, die kann man mit diesem Ding auch aufmachen. Und die großen Mülltonnen, die diesen riesengroßen Schiebedeckel haben, diese Stahlmülltonnen, die kann man mit diesem Schlüssel auch wieder entsperren. Dann gibt es natürlich in der Klimatechnik für Wartungsklappen und Lüftungssysteme und in der Industrie unendliche Möglichkeiten von Maschinengehäuse, Aufzüge, Schaltschränke, alles was da so ist und was irgendwie versperrt gehört und was euch im Weg steht, kann man mit diesen Schlüsseln in der Infrastruktur öffnen. Damit ist also dieser Twin Key das absolute, universelle, unentbehrliche Werkzeug für euren Abenteuerrucksack. Weil dieses Teil nahezu alle gängigen Schließsysteme in Industrie und Bau und so weiter öffnen kann. So, und habe ich noch irgendwas vergessen? Dann seid so lieb und schreibt mir das unten rein. Dann freue ich mich drüber, über jede Ergänzung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt wieder mal ein bisschen was Neues gelernt. Seid jetzt auch eingeführt in das Thema Schaltschrankschlüssel, Behördenschlüssel, Universalschlüssel, Bauschlüssel, Neubautenschlüssel, Architektenschlüssel, wie auch immer. Der Twin Key von Knipex. Ja, ich hoffe, es hat euch getaugt. Kann man nur wieder sagen, kauft kein Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch und lasst euch nicht ärgern.